wir gesehen haben, dass Fulle von Dinosaurier aufstammen, kann ich auch ein bisschen ernst das ausdrücken. Kann auch so Fullen sind Dinosaurier. Für 66 Millionen Jahre wären an dem Fall just all die Dinosaurier ausgestorben, die nicht fliehen konnten. Und Fullen, die konnten fliehen, die waren relativ klein und die haben überlebt. Für viele Leute geht es natürlich froh, wie definieren wir ein Full par rapport zu einem Dinosaurier? Mit einem englischen Paläontolog, den hat es relativ einfach gemacht, die sagt, Fullen können fliehen, Dinosaurier können nicht fliehen. Gut, das ist eine interessante Theorie, die nicht so schlecht ist, weil das hilft uns ziemlich klar Linien zwischen Fullen und Dinosaurier zu zeigen. Wenn man so jetzt klar von den Fullen mehr genau angucken, da fällt uns auf, dass die Fullen, weil sie fliehen können, die haben ein relativ solides Brustbein. Und das Brustbein, die Schranke ist einfach bei den Fullen immens dick. Für Wert, mir ganz einfach, da sitzen Muskeln drauf, die die Flügel bewegen. Das heißt, für können zu fliehen, das kostet viel Energie, da muss ich ziemlich solide Muskeln haben, für eben die Flügel zu bewegen. Aber wenn wir dann auf uns froh kommen, Fullen an Dinosaurier, dann ist froh, den Archaeopteryx, eine Frau, die oft gestaltet, konnte fliehen. Da gibt es keine definitive Antwort. Für die engen Wissenschaftler also klar, die konnte nicht fliehen, für Wert, weil den hat kein stark entwickelt Brustbein. Gut, anderer so natürlich, sein Brustbein war vielleicht als Knochbel verstängert relativ schlecht. Also, wenn man das nicht fand, übrigens, nur von den Menschen als auch als Knochbel. Ein anderes Argument sieht man ja, der Archaeopteryx war so ein Segelflieger, und ist auf Beam geklommen, ist raufgesprungen, gesegelt. Die Theorie hat auch einen großen Haken, da wo sie einen Archaeopteryx gefunden und sie kein verstängert Beam fand. Mit einer Wissenschaftler so natürlich konnte fliehen für Wert. Wenn ihr seine Pferde guckt von den Flilliken, die waren genau so wie die Pferde von der Fulle von Haut. Und das gibt dafür schwätzen, dass die fliehen konnte. Also hier als Lot froh Archaeopteryx wären ein Full oder waren Dinosaurier. Also für verschiedene Wissenschaftler echt ein Dinosaurier, und für andere echt ein Full. Maja, wenn ich über Fulle schwätze, kann ich mal vorstellen, woran erkennt man überhaupt Fullen? Die Antwort ist ganz einfach. Fullen sind die Einsteher, die Haut leben an Pferderen haben. Das war aber nicht immer so, weil aus China sind in der Zwischenzeit 100 Dinosaurier gefunden, die auch Pferderen hatten. Hier haben wir ein Exemplar stehen, den heißt Anchiornis. Das heißt auf gut Lützeburgisch Bärl Full. Das heißt, ihr seht, dass der hat schon Plommen. Du kannst vorstellen, dass Dinosaurier irgendwann ein Kehr Pferdere kriegt, aber ganz einfach. Die erste Pferde an diese Härte war wahrscheinlich für den Körper warm zu halten. Also Daunenplommen, denkt an eine Daunenjackett, die da am Winter undet, die hält auch warm. Dann sind Pferde gekommen, für Partner zu finden, für Freunde zu gehen. Das sind wir ganz schön hier bei dem Anchiornis. Den hat die Orangefedern da um Kopf und um Kinn, das ist ganz sicher für schöne Menschen zu machen. An Reichstono sind Pferderen und den Armen wie groß gehen, und sie konnten fliehen. Natürlich am Anfang sind sie wahrscheinlich ein bisschen geflattert. An Dono haben sich die Pferde und den Armen entwickelt, zu fliehen, dass sie fliehen konnten. Was interessant ist, 1861 ist an Deutschland an einem Stehbruch eine Verstängerung von einem komischen Tier. Neben den Schranken waren Aufträge von Pferderen. Die Verstängerung ist für viel Suchen an dem Museum auf London verkauft gehen. An den Demoschen direkt der Richard Owen, der ganz bekannte Biologe war, den hat der Tier in der Sicht, und der sagt, ganz einfach, der Tier hat Pferderen, also als die Full. An den heißt Archaeopteryx, als der genannt wird, an sich auf gut Lützeburgisch uralt Pferde heißt. Gut, kurz vor 1859 hat Charles Darwin ein Buch rausgebracht, das über die Entstehung von den Erden gegangen ist. Das heißt, er hat erklärt, wie die Einzelerden entstanden sind, dass die Einzelerden von einer anderen Art aufstammen und sich über Millionen Jahre oder Tausende von Jahren zu einer neuen Art entwickelt haben. Das ist interessant zu wissen, weil kurz danach, 1867, hat ein Kollege von Charles Darwin, Thomas Huxley, den hat Verstängerungen von Dinosaurier an vom Archaeopteryx in der Sicht. Was ihm aufgefallen ist, wenn er wie just Schranke geguckt hat,
zwischen de Schanke vun den klengen Dinosaurier do 2B gelläfsen an Fleechgiers hunn an Archaeopteryx war kein Ënnerschied oder praktisch kein Ënnerschied. So den Thomas Huxley, mei wann do kein Ënnerschied gëtt hunn d'Fullenapps mat Dinosaurier ze doen oder ernst das ausgedrückt, wenn man dem Darwin seg Theorie ans Spiel bringen, d'Fulle Stämme vun Dinosaurier auf. Die Theorie war natürlich derzeit relativ umstritten, Leute als eine geckige Idee empfand, an nicht mehr. An recht 100 Jahre haben Forscher Dinosaurier in der Sicht, und die sind zu selbst der Konklusion gekommen wie 100 Jahre für Thomas Huxley. Die Forscher haben so Dinosaurier in der Sicht, die so ähnlich ausgesehen haben wie die Velociraptor, von dem wir hier ein Modell stehen haben. Ihr seht, den hat auch schon Pferde und den hat auch schon so Mini-Flilliken. Aber der konnte aber ganz sicher nicht mit der fliehen, weil den noch viel zu viel schwerer war. Das sind zwei Argumente, die für wertvolle von den Dinosauriern aufstammen. Einerseits den Unterschied zwischen den Schanken, zwischen den Urfullen und den Dinosauriern ist relativ klein, also die Dinosaurier, die auf 2 Beinen gelaufen sind. Und verschiedene Dinosaurier hatten schon Pferde. Gut, es gibt auch noch ein drittes Argument, für was die Fulle von Dinosauriern aufstammen. Das ist verschiedene Dinosaurier wahrscheinlich schon hier eher ausgebreitet. An der Mongolei haben sie einen verstängerten Dinosaurier, bei einem Nast mit verstängerten Eier fand, an den Eier war ein Embryo von dem Dinosaurier. Den Dinosaurier heißt Oviraptor. Gut, Lützeburgisch eher Dave, für was haben sie der so vernannt? Mir ganz einfach den ersten Oviraptor, den sie an der Mongolei fanden, den hat er am Grab. Nebendran waren aber Nester von anderen Dinosauriern und die Forscher gemeint, den hat er geklaut. Und dafür ist den eher Dave genannt gehen. Und an der Wissenschaft ist es so, dass den ersten Namen, den der eine Pflanze oder ein Champignon von einem Forscher kriegt, der bleibt ewig bestehen. Und dafür wird der da ewig Oviraptor genannt, obschon sie vielleicht nie eher geklaut wird. Das heißt, en plus den Oviraptor, den so groß wie ein Kasua, das sind so kleine Straußen, die dann Neuguinea gehen. Das heißt, da wird auch kein Problem, dass das eher ausgebreitet wird. Vielleicht wird noch ein zu wiederholen, gibt also 3 Argumente für die Fulle von Dinosauriern aufstammen. Erstens, Schanken waren bei kleinen Dinosauriern, die auf 2 Beinen gelaufen sind, so ähnlich wie bei den Urfullen. Zweitens, viele Dinosaurier hatten schon Plomben. Und drittens, verschiedene Dinosaurier haben auch schon hier eher ausgebreitet. Wenn wir uns das Schema angucken, da sehen wir, wenn wir auf den Darwin zurückkommen, wir hatten ein Urreptil, also ein Ureidechse, so etwas. Die haben sich zu Eidechsen entwickelt, und die anderen, die haben sich an 2 Richtungen entwickelt. Einerseits hatten wir Krokodile, und andererseits hatten wir Dinosaurier. Ich hatte schon gesagt, dass die Fulle von Dinosauriern aufstammen. Und all die anderen Dinosaurier, die sind ausgestorben. Das heißt, wenn wir uns heute Bären angucken, die Haut nach leben, sind Krokodilen, die Bären, die Haut nach Gött, die am nächsten mit den Fullen vermehlt sind.